Mamas. Also den Kuhstalljob, den krieg ich jetzt langsam dick. Mir hängt da auch zum Hals raus. Aber gell, dass du das weißt. Heut geh ich fort und du bleibst einmal schön brav daheim. Ach was, du willst fort? Ja. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ich muss doch in meine Fahrschule, das weißt doch. Und deswegen muss ich unbedingt fort. Unbedingt. Hör mal bloß mit deiner blöden Fahrschule auf. Ausgerechnet, du musst einen Führerschein fürs Motorradl machen. Das kommt bloß, weil du keine Ahnung hast, was das für ein Wolken ist, so eine 600er Maschine. Ach, und alles nur wegen dem gespinnerten Heini. Also, erstens ist er nicht gespinnert und zweitens heißt er Heino. Heini oder Heino, das bleibt sich doch gleich. Eben nicht. Heini oder Heino, blöd bleibt er da. Ganz blöde. Ach, du vergunst mir mein Heino bloß nicht, weil der deine so ein Lätschenbeni ist. Ach, du gell, der gib ich gleich ein Lätschenbeni. Mein Werner hat eben normalere Anschauungen als wir der Heini. Oh, Verzeihung. Heino, hab ich sagen wollen. Jetzt sage ich dir was. Deinen Bräutigam, den möchte ich nicht geschenkt. Der hat nämlich das Temperament einer Schlaftabletten. Ein typischer Spätsünder. Dass ich dafür keine zünd, aber nicht spät, sondern gleich. Ja, das kannst du schon probieren, dann kriegst du es mit meinem Heino-Store. Geh. Was ist er denn schon, der Heino? Ein richtiger Angeber ist es. Ja, der kann doch nur die ganze Zeit von seinem damischen Motorradl reden. Auf der Strecke wum, wum, bin ich 150 gefahren. Und auf der Strecke wum, bin ich 180 gefahren. Und da habe ich mich reingelegt wie ein Steinwandfahrer. Und da habe ich mich durchgeschlängelt wie ein Aal. Und da habe ich wum, wum, wieder Gas gegeben. Das kannst du zwar gut. Ja, man hört schon nichts anderes von deinem gespinnerten Heini. Von einer Landschaft sieht der nichts. Der schaut da bloß aber auf seine Tachonadel. Die Rennsau. Dein geliebtes Wesen. Jetzt kein Wort mehr über den Heino, weil sonst kehrst der Katz. Du hast halt keine Ahnung, was das für ein Gefühl ist und wie schön das ist, wenn man so dahin braust und in der Kurve liegt. Ja, und wie schön das ist, wenn man so dahin braust und auf der Schnauze liegt. Ach, für das gibt's einen Sturzhelm. Ja, von der Firma Bruch und Co. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, ich mache meinen Motorradführerschein und ich gehe halt auf Nacht in die Fahrschule. Nein, da bleibst. Wenn heute einmal eine fortgeht, dann bin das ich, verstanden? Ja, das kannst du aber schnell Ja, vergessen. weil ich nicht immer daheim bleibe. Was denn schon wieder, ha? Muss denn immer gestritten werden? Ja, weil man sie nichts zum Verbieten hat. Geh weiter. Ihr, wenn's nicht streiten könnt, dann seid's nicht gesund. Sie weiß ja nicht anders. Die frustrierte Giftnudel. Die gebe ich gleich eine frustrierte Schein. Sag einmal, schamt euch nicht, ihr zwei, ha? Um was geht's denn überhaupt? Ach, weißt, Mama, ich darf nie fort. Immer kriegt nur sie da eine Sondergenehmigung. Sondergenehmigung, so einen Schmarrn. Heute auf die Nacht gehe ich fort. Was hast du denn so Wichtiges vor? Ich hab's doch an Werner versprochen, dass ich komme. Bei dem ist heute auf die Nacht eine Party. Ah, beim Werner ist eine Party. Was ist jetzt da los auf so einer Party? Nix ist da los. Mein Gott, da wird halt ein bisschen was drungen mit Schuss und dann wird tanzt und diskutiert. Ah, zuerst wird geschussert und dann wird tanzt. Ja. So, Mama, sag ja. Oh Baby, Baby, balla, balla. Oha, also sogar mal. Ich bin schon bloß an eure moderne Tanzerei. Denkt, Kinder. Da wird's mir ja gleich selber. Balla, balla. Oh Mama, jetzt machst du aber einen Punkt. Jetzt pass auf, Rosel. Jetzt kommt wieder die alte Litanei, wie schön das früher mal gewesen ist und so. Ich verstehe das gar nicht, dass ihr das nicht hören wollt, wie es in meiner Jugend war. Ihr glaubt's wahrscheinlich, uns haben's mit Schafkäse aufgezogen. Na, Mama, Nee. du bist schon recht, so wie es bist. Ja, bist der Dufter-Typ. Ja. Ah, bin ich das? Ja, dann bin ich schon froh. Du weißt, Mama, die Zeiten, die ändern sich eben, das musst du verstehen. Ja, und wie ist dann halt? Hä? Überall siehst du Nackerte. Und in aller Öffentlichkeit wird rumgeschmust. Das ist doch eine Schande. Heimlich war schöner, gell, Mama? Ihr braucht ja gar nicht so viel lachen, gell? Auf alle Fälle was anständiger. Aber die jungen Leute von heute, die haben überhaupt keinen Genier mehr. Da kommt der Macho zu seinem frustrierten, steilen Zahn. Null Bock. Ja, freilich. Und dann geht's dahin damit. Ihr wisst schon, was ich meine, gell? Du kennst dich für den Alterfall recht gut aus. Ja, Mama, da bin ich ja ganz überrascht. Was? Ihr meint wahrscheinlich, ich lebe hinterm Mond, hä? Aber so ist das auch wieder nicht.
Es gibt doch schließlich das Fernsehen, nicht? Und Illustrierte. Ja, ja, gell, mit so Nackerte drin und so. Nein, die schaut nur der Papa um. Ich red und ich red. Und dabei habe ich ja gar nicht mehr viel Zeit, gell? Richtig, ja. Die Mama fährt ja heute in ihren großen Urlaub. Ja. In ihren Traumurlaub ans blaue Meer, wo die Zypressen blühen am blauen Meer. Gell? Wo heute Nacht die Kuh kalbt. Was, am blauen Meer? Im Stall. Ja, mein Gott, na kann er mit dem Papa nicht einmal nach Rosenheim fahren, ha? Weißt du was, Mama? Was denn? Ich frage an Werner. Vielleicht hat der Zeit und fährt dich zum Zug. Ja. Aber nicht so, wum, wum, sondern mit dem Auto. Ah ja, Rosa, das war schön, das magst du, gell? Ja, ich Sei bin so gleich gut. wieder da, Mama. Ja, ist schon gut, ja. Und gell, ich muss bei Erfurt, ich lass doch die Fahrstunde nicht sausen deswegen. Nicht zu fassen. Das sind ja zwei Dickschädel. Nichts, als wir streiten den ganzen Tag. Mein Gott, na. Das wird schön werden, wenn ich das einmal 14 Tage nicht mehr mit anhören muss. Ja, auf das freue ich mich richtig. Herein. Grüß die Nachbarin. Ja, grüß dich Gott, Teres. Ah, da schau her. Bist schon beim Einpacken? Ja, das werden wir alles gleich beieinander haben. Du, ich muss sagen, ein Schneid hast du fein schon. Ja, wieso? Sag einmal, fahrst jetzt du wirklich 14 Tage ganz allein auf Mittelmeerreise? So wird Leid so. Warum denn nicht? Hä? Ich hab noch nie einen Urlaub gehabt, in meinem ganzen Leben nicht. Ja. Jetzt sind wir schon 25 Jahre verheiratet, der Quiri noch nicht. Ich glaub, da wird höchste Zeit, wenn ich von der Welt noch ein bisschen was sehen will. Hä? Ja, hast eigentlich recht. Gell? Weißt, ich bin nie weitergekommen wie bis auf Rosenheim. Ja, da bist du schon selber dran schuld. Ja. Du, man muss einmal raus aus seine vier Wände. Man darf daheim nicht ganz versauern. Ja, hast schon recht. Ja. Aber du weißt ja selber, wie es ist, wenn du einen Bauernhof hast. Da bist du angehängt wie ein Viech. Ja, du, aber vielleicht ist es ganz gut, wenn man einmal allein Urlaub macht. Ah, Das frischt die Liebe wieder etwas auf. Meinst du nicht? so? Ja. Nein, ich weiß nicht. Ich tät mir meinen Alten keine 14 Tage lang allein lassen trauen. Du, der hätte ja nichts als wie Flausen im Kopf. Ach was, ich denk mir halt, was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Ja, hast du eigentlich auch recht, gell? Du sag einmal, dein Quirin ist doch auch 14 Tage ohne dich in Urlaub gefahren, gell? Ja, und hat die gleiche Mittelmeer-Rundreise gemacht wie ich jetzt. Gell, du, da war der Rambögel-Gustl dabei. Freilich, ohne Gustl geht's doch nicht. Aha. Das ist doch sein bester Freund. Ja, da hat er schon den richtigen. Bazi meinst, hä? Ich will nichts gesagt haben. Ja, weißt, ich denk mir halt, gleiches Recht für alle. Ja, mei, ich bin eine fortschrittliche Bayerin, nicht? Ja, genau, das stimmt. Ja, du bist, wie man so schön sagt, emanzipiert. Ja, Gott sei Dank. Ja. Du, und meine zwei Mädels, die haben geglaubt, dass ich keinen Schneid hab, dass ich allein in den Urlaub fahre. Ah. Aber denen werde ich beweisen, dass ich das schaffe. Und das wird ja klar, nicht? Sehr richtig. Ja. Weißt du was? Die sollen einmal die ganze Arbeit allein machen. Dann werden sie schon sehen, was du den ganzen Tag rennen musst. Da hast du recht, Teres. Da, schau mal her. Ja. Überall liegt alles bei uns umeinander. Der reinste Saustall. Ja, nein, die werden sich halt denken, die dumme Mutter, die wird schon aufräumen, ja. Und mein Alter ist der gleiche. Bei uns weiß man nie, wer geschlamperter ist. Der Vater oder die Töchter. Ja, glaubst du vielleicht, bei mir daheim geht's anders zu? Du sag einmal, Was denn? was nimmst du überhaupt mit? Was ich alles mitnehme? Du, jetzt pass mir auf ein paar Blusen, Röcke und ein paar Kleider. Ja, was habe ich noch? Also Unterwäsche. Ja. Und ein Neckgliché. Was? Ja, ein Neckgliché. Zu was brauchst du denn das? Das braucht man, wenn man allein in Urlaub fährt. Ach so. Ja, ja. Was habe ich noch? Ein Melissengeist. Aha. Schuhputzer. Ja, und ein paar Schuhe, weil was man halt alles so braucht. Ja. Du, jetzt pass auf. Was denn? Das ist das Wichtigste. Jetzt pass auf. Da habe ich von der Hobbyflanari, gell? Da haben wir dieses Abendkleid machen lassen. Schau her. Oh. Schön, gell? Da sieht man ja durch. Ah, da habe ich schon einen Unterrock, da brauchst du nicht kommen. Ach so? Weißt du, so was ich das brauche, Nein. auf dem Schiff, gell? Ja. Da macht der Kapitän ein Kapitänscocktail-Dinner. Ist das ein Dinner? Das weiß ich nicht, wie der ausschaut, die haben noch nicht gesehen. So,
Helena, hast du da nichts vergessen? Vergessen? Mhm. Badeanzug. Gottes Willen. Badeanzug. Ja, du horch. Hör einmal. Du wärst doch nicht tatsächlich im Mittelmeer schwimmen wollen. Blöd werde ich sein, lass mich von den Haifisch fressen. Aha. Nein, du, schau mal her. Teres. Was denn? Da hab ich so ein Prospekt. Ja. Schau her, Teres. Lass sehen. Ja. Das ist das Schiff, auf dem ich fahre. Jesus, Marantjose. Das ist ja gleich größer wie unsere Kirche. Ja. Du, Galaxie heißt das Schiff. Mein Gott, ja. Du, und sowas schwimmt am Wasser. Ja. Das ist ein griechisches Schiff. Ja. Du, und schau mal her. Da, ein wunderbares Schwimmbad. Ja, das wunderschön. Ja, du, da steht er. Galaxie. Ja, das habe ich dir ja gerade gesagt. Ach so, ja. Schön Ja, du, ist das. warum? Das tue ich jetzt gleich wieder weg, gell? Ja, wieso denn? Ja, das brauche ich, dass ich es ja nicht vergieße. Mein Gott, das muss ich ja dabei sein. Ja, die Mama packt ein. Ich wär hier. Ich wär hier. Herrschaft, na, was sind denn das wieder für Sprich? Sag einmal. Berge. Na jetzt, mei, was redet denn? Die hört ja doch nicht auf mich. Teres, ein Kostüm nehme ich noch mit. Ja, weißt du warum? Warum? Ja, falls es gerade etwas kühl wird an Bord, gell? Am Bord? Geh! An Bord! So, an Bord? Ja. Das ist ja der Mama hier. Itzi-bitzi Tigenwilli. Da war ja so her. Herrschaft, du Flehe, warte, du Flehe! Das ist kein Hitzepizzi-Tini-Twini, sondern ein normaler Badeanzug, nicht? Schafft ich sag's ja. Siehst das Teres, meine zwei blöden Weiber. Nichts als wer Blödsinn haben die im Kopf, da kannst du einfach nichts machen. Ja, mei. Musst dann halt die Mucken austreiben, wenn du wieder heimkommst, ne? Ja. Wenn die Mama wieder heimkommt, dann kann sie sich nicht mehr rühren, weil dann hat sie nämlich einen Sonnenbrand und Heimweh nach ihrem Kurschaft. Also, du freche Wanzen, bist nicht gleich Stadt? Naja, dann geh ich wieder. Ja, also, gerne. Lena, sehr gut. Für dich? Ich wünsche dir einen recht schönen Urlaub und komm gesund wieder. Ja. Und weißt du was? Ich schau schon rüber zu deinen Leuten. Kannst dich drauf verlassen. Du, da bin ich dir dankbar, wenn du ein bisschen nachschaust. Gell? Mach ich. Ich kümmere mich schon um die Nachbarschaft, da kannst du dich drauf verlassen. Das weiß ich. Du, ich gehe jetzt mit dir raus. Ja? Da kriegst du ein Stückchen Schweines. Oh, wunderbar. Ja, weißt du, wir haben nämlich letzte Woche erst geschlacht. Hab ich schon gehört. Unser Sau. Na, das geschlacht habt. Herrn tut eh alles. Glaubst du, das mag ich, da gibt's ja auch noch ein Stück Schweiners, damit sie uns ausspioniert, wenn die Mama nicht da ist. Das mag ich, da kannst du mich gleich so viel ärgern, glaubst du? Was hat's denn da eigentlich als eingepackt? Also das, glaube ich, ist das... Ach, das ist das tolle Abendkleid da. Oh ja, naja, nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn da noch? Oh, das ist ja ein Negligé. Also ich glaube nicht, dass das der Papa sehen darf, dass er sowas mitnimmt. Was ist denn das da? Ach, zeige ich da. Eine Bluse. Aha, und was ist das? Geht das so, oder was? Was machst du denn da? Sag einmal, spinnst jetzt du, ha? Ja, nein, schau mal her. Jetzt habe ich alles so schön eingepackt gehabt, verstehst du? Nein, die hinterher, reißt alles raus. Es ist nicht zu fassen. Schau, dass du in Kriegen auskommst. Riech die Brotzeit her. Das musst du jetzt die nächsten 14 Tage machen, da bleibt dir nichts anderes übrig. Und das eine sage ich dir. Wenn das Mittagessen nicht mehr rechtzeitig auf dem Tisch steht, dann kannst du was erleben. Ja, jetzt reg dich halt nicht so auf, Mama. Wir kommen schon aus ohne dich. Kein Mensch ist unersetzlich, nicht einmal du. Oh, freches Frauenzimmer, freches. Mein Gott, nein. So was reg ich mich überhaupt nur auf. Morgen schon bin ich Freifrau und kreuz durchs Mittelmeer. Ja, das werden herrliche 14 Tage werden. Mein Gott, ich freue mich ja schon ganz narrisch drauf. Ja, heute hebt es wieder. Gott sei Dank. Hoffentlich habe ich heute mal Ruhe. Naja, die Kur, die wird sich schon Zeit lassen bis morgen früh. So brisant schaut es ja gar nicht aus. Ja,
So, da. Hallo, was ist denn heute mit meiner Brotzeit? Die Susel trinkt gleich die Brotzeit, gell? Ja, nein, ist schon recht. Du hast dabei was zum Trinken. Ja, danke schön. So, jetzt schau her. Sorry, nachher. Ja. Herrgott, so was Blödes. Jetzt ist mir die Melkmaschine auch kaputt gegangen, ne? Abgereiht. Ja, was heißt kaputt gegangen? Irgendwas stimmt halt nicht. Ja. Der Rambügel Gustl, der muss gleich richten. Ja, der hat er mich noch nie im Stich lassen. Der macht das Ja, schon, ne? eben. Ja. Dann kann ich ja beruhigt in den Urlaub fahren. Ja. Hast du die Klumpe? hab ich? Hast du die Sache schon beieinander? Alles? Ja. Ich hoffe, dass ich alles beieinander habe. Ja, nein, ist recht, ja. Du, das Rosal ist gerade zum Werner übergelaufen und schaut, dass er mich nach Rosenheim fährt zum Zug. Das ist ja doch recht, gell? Ja, das ist mir sogar sehr recht. freilich. Ich kann ja sowieso nicht weg wegen der Kuh, ne? Eben, ne? Ja, ja. Ja, du, Quirin, schau mal fein auf die Mädeln, gell? Ja. Die darfst ruhig ein bisschen hernehmen zu der Arbeit. Ja, ja. Was die gnädigen Fräulein, die wissen nämlich gar nicht, was ich alles für sie tue. Ja, ja. Dass man ja die Schlamperei nicht einreißt. Ja, ja, wir werden schon ohne dich auch auskommen. Du gehst uns gar nicht ab. Was? Was? Ich gehe euch nicht ab? Naja, so habe ich natürlich. Gehst uns ab und mir ganz besonders. Aber du sollst auch deine Freude haben. Du brauchst eine Erholung. Da kenne ich keinen Neid, gell? Ja, dann macht dir das gar nichts aus, wenn ich fortfahre. Aber, Carolina, du weißt doch, wie großzügig das ich bin. Na, gleiches Recht für alle, so sagst doch du immer, ne? Ja, ja, du, Ja. und eifersüchtig bist auch nicht. Eifersüchtig? Ja. Nee, na, gell. Wir führen doch eine ganz moderne Ehe. Da ist doch sowas gar nicht drin. Ah, da ist sowas nicht drin. Was? Gut, ich werde mir schon merken. Ja. Ah, du, in der Gefriertruhe ist alles drin, gell? Ja. Für jeden Tag ist das Essen hergerichtet, es soll euch nichts abgehen. Ja, wir werden schon ohne die auskommen, ja. Und dass mir der Stall immer sauber gemacht wird, das ist das Allerwichtigste. Lena, kümmere dich nicht, der Stall wird immer sauber gemacht, das geht, braucht sich um gar nichts kümmern, wir werden schon ohne dich auch auskommen, ne? Sag einmal, Was? wie oft sagst du jetzt das noch? Was denn? Wir werden schon ohne dich auch auskommen. Wir werden schon ohne dich auch fertig. Ja, mei, du weißt doch, wie ich bin. Ich sag halt so, wie man es denkt, ne? Da ist doch nichts dabei. Na, also gut, es geht auch ohne mich. Ich kann euch sorglos verlassen, ich rede euch nichts mehr drin. Ja, das kannst du ja nicht, wenn du nicht mehr da bist, nein. Ich sag schon nichts mehr. Ja, Bald werde ich aus dem Haus sein, dann seid mich los. ja, tu dich gut erholen, du brauchst das, gell? Lena? Ja. Du Papa, Was denn? gell, der fällt schon in die Fahrschule gehen. Was verarsche? Na, was dann Moment die verarschen, dann sowas geht es nicht. Papilein. Nein, nichts, Papilein. Wenn ich sage, ja, naja, gut, dann fahr's halt, ja. Du bist halt mein Papilein, Ja, gell? ja, ja. Mein Bester und mein Einziger. Ja, Freilich bin ich dein Einziger. Das war ja noch schöner. Ja, Ja, du, und wenn heute Nacht die Kuh kalbt, dann hast niemand zum Helfen, wenn wir du werden schon ohne dich da. auch auskommen. Das wollt's doch sagen, oder? Ja. Bei jeder Gelegenheit wird mir das aufs Butterbrot geschmiert. Aber ich lass mich von euch nicht ärgern. Grob mit Fleißnell. Na ja. Was ist denn, was hast du denn, Was ist denn los? Zum Zahnarzt muss ich. Na, da hast du keine Zeit mehr, sonst versammst du den Zug, oder? Nichts Schlimmes könnte dir gar nicht passieren, hä? Mir? Ja, dir. Du kannst das ja schon gar nicht mehr erwarten, bis ich fort bin. Ach was, du wolltest, dass du keinen Zug Das hat doch der Papa nicht so gemeint, gell, Genau, Ah, Papa? ja, natürlich. Kenn euch schon. Na. Wo seid alle miteinander, wenn ich draußen bin? Oh, für sowas habe ich ein Gespür. Ja, komm, der schon, komm. Na, da hast du ein ganz verkehrtes Gespür. Na, ich kenn schon meine Pappenheimer. Ja, So, Mama, mit Werner habe ich geredet, der fährt dich zum Zug. na fein. Das ist nett von Werner. Siehst du das? Wenigstens ein Mensch, der für mich Zeit hat. Na, Mama, ich fahr schon auch mit, damit du nicht in den falschen Zug einsteigst. Für so blöd brauchst du mich auch wieder nicht halten. Ich finde schon den richtigen Zug. Na, na, Bin ja ja, nicht aufs Hirn gefallen, oder? Also, Lena, so hast du es doch nicht gemeint. Ja, oder? gerade so wie du. Ach, Gell, was? Papa, danach brauche ich nicht mehr heimkommen, weil doch heute auf die Nacht beim Werner eine Party ist. Was du auch, natürlich. Rennst du alle weg, lass einen armen Papa ganz allein, gell? Eines muss ich euch noch sagen, bevor ich wegfahre. Ja, red ruhig aus, weil viel Zeit hast du nicht mehr, gell?
Du bist ein unverschämtes Mann. Was denn, was denn? Willst du mich schon draußen haben, geht er schon im Weg um, oder? Nein, ich will bloß, dass dein Zug nicht versäumst, ne? Der Werner wird mich schon rechtzeitig abholen. Ja. Bestimmt, Mama. Also, das ist so. Ja. Nicht vergessen, den Hund zum Füttern. Und jeden Tag ein frisches Wasser, gell? Ja. Mei, der arme Hund. Was? Der wird mir am meisten vermissen von der ganzen Familie. Als ob wir den Hund verhungern lassen würden. Gell, Rosel, bei unserer Tierliebe. Ja, der kriegt das beste Fressen. Ja, das ist aber besser wie ich, ja. Geh, Papi. Na dann. Geh, dir lassen wir doch nichts abgehen. Ja. Aber der Hund kommt zuerst, nicht vergessen, gell? Geh, Papa. Ja, und eins muss ich euch noch sagen. Wenn ein Gewitter kommt, den Fernseher ausstecken, gell, dass es nicht einschlagt. Das machen wir alles. Brauchst dich gar nicht kümmern drum, gell, Mama? Ja, und an der Kaffeemaschine, da lasst nämlich immer die Heizplatten brennen, nicht? Bei uns muss ja alles mit Gewalt kaputt werden, nicht? Wir haben's ja. Mama, jetzt mach doch keine Sorgen. Alles wird ausgesteckt. Wenn du nicht mehr da bist, bricht über uns die ägyptische Finsternis herein. Du brauchst nämlich überhaupt nicht spötteln. Ich kenn schon eine Schlamperei. Na was, es wird alles abgestellt, braucht dich gar nichts mehr sorgen, gell? Ja, das glaube ich euch aufs Wort. Ja. Hast sonst noch ein paar Ermahnungen, da hat er also alles losgebracht, ne? Da darf ich heute nicht mehr fertig Ja, werden. da hast recht. Ja. Übrigens, Susi, bevor du in deine Fahrschule gehst, schaust beim Rahmenwickelgustel vorbei und sagst, er soll rüberkommen. Bei der Melkmaschine stimmt was nicht. Morgen früh soll er gleich als erstes zu mir rüberkommen. Ja, Ne? und sagst, dass er ja nicht vergisst drauf, gell? Ja. Die machen es nämlich sonst regresspflichtig. Weil die Garantie, die ist nämlich noch nicht abgelaufen, gell? Ja. Herein? Ja, herein. Grüß sei Gott. Ja, nein, Der Fahrer wäre da. Ja, Werner, grüß dich gut. Grüß dich gut. Grüß dich gut, Ich danke Papi. dir heute recht schön, dass du mich nach Rosenheim zum Zug fährst, Da gell? brauchen wir doch nicht reden drüber, das mache ich doch gern für dich. Ja, freilich. Also, ich mein, dann fahren wir, hä? Ja, dann fahren wir. Recht viel haben wir nicht mehr Zeit. Hast schon recht. Wir reden jetzt was Abschied nehmen. Jetzt Ja. geh her. Kind, Ja. komm her, wir reden jetzt. Grüß Gott. Schöne Mittelmeerreise. Ja. Sollst du gut erholen? Ja, mach ich Viel alles. Spaß, Mach ich gell? alles. So, dann Mama, ich fahr mit. Ah, du fährst mit? Ja, selbstverständlich. So, das ist ja Mama, gell? Oh. Fühl dich gut, erhol dich gut, gell? Und schau, dass du nicht krank wirst. Ah, da hab ich schon Tabletten dabei. Ja, ganze Hausapotheke Ja, zahlt mach mit. schon sehr. So, Werner, also dann machen wir's. Jawohl, Auf geht's. machen wir's. Gell? Ich trag den Koffer Ja, gleich, gell? seid- Hast deine ganzen 7 Zwetschgen beieinander? Ja, ich hab das alles ja, so, gut, ja. Hast du den Reisepass, Hans? Sonst kommst du postwendend wieder retour. Ja, das war ja furchtbar. Ich meine, das wäre ja furchtbar, wenn du keinen Reisepass dabei hättest. Da kannst du gesperrt werden bis zur Feststellung der Personalien. Hast alles, also noch für die Gott, Servus, für die Also dann, für die Gott, Servus, für die Gott, Servus. Majestät, was bist du draußen? Also, Papa, gell? Ja, was Für denn? gut. Ja, für die Ich geh Gott. jetzt in mein Fahrstuhl Ja. und vorher beim Rahmenbügel vorbei. Ja, ist gut. Für dich. Ja, hat's noch ab. Mich kann nichts mehr erschüttern. Ja, schon. Fertig hat. Ja. Gott sei Dank. Endlich ist die Alte draußen. Ei. Was der alles einfällt. Hoffentlich kommt's nicht nochmal zurück, um Gottes Willen. Ja, nein. Ja, fahr schon. Ja, geht schon nicht. Werner, gib Gas! Gib Gas! So, aber jetzt habe ich aber jetzt habe ich allerhöchste Zeit. Allerhöchste Zeit habe ich jetzt. 0, 8, 9, 22, 40, 60. Aha, ja, ist schon frei. Sie ist nicht besetzt. Ja. Hallo? Ja, Clara? Ja, Clara? Ja, Clara. Ja, stell dir vor, wer am Telefon ist. Was? Der Quirin natürlich. Gell, da schaust. Ja, weißt du, Clara, ich wollte dich ja schon öfters anrufen, ne? Aber immer ist mir eine dazwischen, immer ist mir immer ist mir irgendwas dazwischen gekommen, ja. Ja, was? Vergessen? Aber Carla, so ein Erlebnis vergisst doch ein richtiger Mann überhaupt nicht, gell? Du, Carla, ich habe mir gedacht,
ob wir nicht unsere Reisebekanntschaft ein bisschen auffrischen könnten. Wie wär's, wenn's zu mir ein bisschen aufs Land rauskommen tätst, was? Was keine Zeit. Okay, Carla. Frage, dann nimmst du einfach Zeit. Ja. Wann? Ja, morgen gleich oder früher, wenn's wegfährst. Um 5 Uhr kommt ein Zug bei uns an. Ich hol dich natürlich sofort vom Bahnhof ab. Ja, was? Schlafen? Schlafen, ja natürlich. Natürlich im Gasthaus möchte ich unterbringen, ne? Oder vielleicht ganz privat irgendwo. Ja, natürlich, für dich mache ich alles Mögliche, Carla. Du kommst also. Ich freue mich schon. Also, Carla, servus, Pfiati, bis morgen, gell? Quirin, diese 14 Tage werden genossen. Darauf kann ich schwören. Gibt's denn sowas auch? Hat denn das sehen müssen? Sag mal, Papa, hast du schon im Krankenhaus angerufen? Nein, bis jetzt noch nicht. Es ist ja noch viel zu früh. Ja, aber vergiss nicht drauf. Na, sag mal, wie kann denn sowas passieren, dass die Susi im Krankenhaus liegt? Hä? Ja, mei, genau kann ich dir das auch nicht sagen. Hä? Ich weiß bloß das, was mir die Polizei gesagt hat. Oh, wenn die Polizei schon her, um Gottes Willen. Ja, die hat doch heute in der Früh bei uns angerufen, weil sich gestern auf die Nacht niemand gemeldet hat. Ja. Wo warst denn du eigentlich? Wo wär ich gewesen sein, wo ich hingehöre? Das heißt, wo ich halt manchmal hingehe, ins Wirtshaus, ne? Und ich war auf der Party beim Werner. Ja, aha. Also, ein Verkehrsunfall sozusagen. Also, und wie weiter? Also pass auf. Ja. Die Susi hat doch mit dem Motorradl dem Fahrschulauto nachfahren müssen. Das Ja. ist doch immer so. Ja, und weiter? Ja. Und dann hat das Fahrschulauto schnell bremsen müssen Ja. und Susi hat Gas gegeben. Ja, ist denn die nicht noch blöder? Ha? Mei, das war halt eine falsche Reaktion. Ja, uns mal leer war fertig. Ja, das war nicht mehr zum Vermeiden. Ja. Sie ist mit Karacho in dieses Fahrschulauto rein. Ja, ist ja viel passiert. Am Auto? Nein, der Susi. Ja, so viel ich weiß, ist das Auto hinten eindruckt. Ja, Susi auch. Das Motorradl ist halt rechts verbogen. Motorrad ist verfangen. Ne? Ja, und der Und der Susi Susi selber nichts passiert? ist Maschine auf den Fuß gefallen. Ich sag's ja, diese Blutsmotorradfahrerei. Ich hab immer schon gesagt, das ist nichts für ein Jungsmädel. Aber die Susi, die ist ja genauso stur wie unser Mittelmeerreisende, ne? Mensch, ja bloß gut, dass Mama nicht da ist, die wird sie nur wieder aufregen. Gott sei Dank, das kann man gerade noch ab. Und wie weit fällt's bei der Susi? Ah, das kann man jetzt noch nicht genau sagen. Nicht? Das weiß man erst, wenn es gerönt ist. Also, Aha, wenn der Fuß gebrochen ist, Was? na ja, dann kriegt halt einen Gips und 8 oder 14 Tage wird schon drin bleiben müssen im Krankenhaus. 14 Tage? Um Gottes Willen, hab ich nur dich zum Arbeiten. Oh, Papa, Was? ich lass dich schon nicht im Stich. Ja, vielleicht kriegen wir bald eine Aushilfe. Ne? Wieso? Ja, wir sind doch da bei dieser Ferien auf dem Bahnhof, bei dieser Aktion da, ne? Und da steht im Prospekt, steht drin, verbilligtes Wohnen bei Mithilfe im Haushalt, ne? Geh, Papa. Ja, was denn? Zu der Bedingung werden wir kaum jemanden kriegen. Ja, das kann man nicht wissen, Oh, ne? mach dir keine Sorgen, wir zwei werden schon allein fertig. Ja, sag mal, was ist denn überhaupt mit dem Kaffee? Immer wenn ich vom Stall gekommen bin, war der Kaffee am Tisch, ne? Mei, der muss schon fertig sein, der Maschine. Außerdem ist Mama nicht da. Eben drum brauchen wir eine Aushilfe, ne? Die hast schon an mir. Ja. So, und jetzt bringe ich dir dein Frühstück. Ja, gut. Ja, wo bringe ich nur die Carla unter? Hast du was gesagt, Papa? Na, ich muss immer an die Mami denken, gell, ja. Und das stört halt. Das ist, weil ich immer allein bin, gell, ja. Ja, geht's dir recht ab, Papa. Ja, und wir, mei, und wir. Na ja, die 14 Tage gehen auch vorbei. Ja, leider. Was sagst du, Papa? Leider können wir nie zusammen in Urlaub fahren und das tut heute weh, gell, ja. Nein, kriegst du einen Kaffee. Ja. Ach, bist du ungeduldig. Na ja, was heißt ungeduldig? So, schau, jetzt hoffe ich, dass es dir recht macht. Ja, gell? komm her. Ganz langsam. Ja, ich mag jetzt bloß einen Kaffee. Essen mag ich halt nichts. Schon wieder nicht. Na, ich hab keinen Hunger. Da schau Na, ich her. bin schon aufgeregt. Wegen der ganzen Susi-Sache da. Ja, ganz schön.
Ein bisschen Zucker. So, 2 Stückel. Und ein bisschen Milch brauche ich auch. So, jetzt ist die nicht und der Frühstücken, komm, dann miteinander. So, jetzt. Mein Gott, was wird das wieder kosten? Der Kaffee? Na, der Unfall von der Susi. Nee, Ja. das geht doch aufs Konto von der Fahrschule. Die sind doch gegen sowas versichert. So, aber eins sage ich dir gleich. Ein Motorrad bekommt sie mir nicht. Komm, Papa, verschrei's nicht. Die Susi, die braucht dann nämlich bloß wieder um einen Bartstreicher und Papilein sagen, dann gehst du wieder in die Knie. Bin ich schon mal in die Knie gegangen? Ja, bei mir vielleicht nicht, aber bei ihr schon. Ach, diese blöde Eifersüchtelei, könnt ihr hier gar nicht vertragen. Okay, ich hab bestimmt nichts gegen sie. Vor allen Dingen jetzt, wo sie im Krankenhaus liegt. Ja, eben drum, du besuchst das, du. Ich habe heute Nachmittag keine Zeit, ich muss jemanden vom Bahnhof abholen. So? Wen denn? Naja, da von dieser Aktion Ferien am Bahnhof, ne, die schaut ja vielleicht auch unseren Bahnhof an. Ich meine, unseren Bahnhof an, ne, da muss ich da sein, muss die Frau abholen vom Ah ja, Bahnhof. von mir aus. Ja. Mein Gott, wer kommt denn jetzt in aller Frühe? Ha? Mein Ausschauen tut's bei unseren, dass du nie zusammenräumen kannst. Ha? Schau mal hin. Was denn? Das ist alles von dir. Bei mir? Ja, gut. Lass da weg sein, du bleibst ganz dann. Ja, die packen wir gleich. So. Hast du das gesehen? So macht man das. Schon ist sauber. Werden wir's merken. Ja, herein. Einen guten Morgen wünsche ich. Ah, die Nachbarin. Was bist denn du schon aller früh bei uns? Ich wollte bloß ein bisschen nachschauen. Nachschauen. Ich hab glaubt, ihr seid noch gar nicht auf. Nicht auf. Wir haben die ganze Stahlarbeit schon hinter uns. So, Ja, und beim Kaffee seid ihr gerade. ja, das siehst du ja. Ne? Und der Wurst schon in der Früh. Ja. So was leid's uns nicht. Und schon. Was möchtest du denn? Ja, ich wollte bloß fragen, ob ich euch was helfen soll. Na, danke, wir brauchen keine fremde Hilfe. Na, wir werden schon allein fertig, gell, Papa? Freilich. Ach so? Was? Ihr braucht keine fremde Hilfe. Na? Hab's euch bloß gut gemeint. Weil mit Lena extra drum gebeten hat, dass sie mir ein bisschen um euch kümmert. Noch dazu jetzt, wozu sie im Krankenhaus liegt. Weißt du das auch schon wieder? Ich möchte nur wissen, was du deine Nasen überall drin hast. Ja. Ja, nein, hab's euch bloß gut gemeint. Ja, bloß gehört man. Ja. Mei, da bietet man seine Hilfe an und du lässt dann abfahren, als wenn man auf der Brennsuppen dahergeschwommen war. Ja, ich hab dich nicht gerufen, heute Raschen. Ich was? Alte Ratschen, sagst du zu mir. Also, das ist ja eine Unverschämtheit. Was? Du geh, sowas braucht mir fein nicht zu gefallen zu gelassen. Na? Ich werd's der Lena schon sagen. Die werd dir schon einen Anstand beibringen. Ja, ist schon gut, ja. Mein Papa braucht keinen Anstand. Ja. Und schon gleich gar nicht von dir. Also, gell, wir sind auch nicht auf der Brennsuppe daher. Hergeschwommen, das hast du uns schon mal gesagt, ja? Werd's der Lena schon sagen. Ich sag's dir dann auch schon, was für ein gescherter Hammi das du bist. Du, gell, jetzt klang's mir fein. Da hat der Zimmermann das Loch gemacht, gell? Was, du schmeißt mich aus? Nein, ich ersuche dich nur höflich, das Haus zu verlassen. Ja, Ja, nach den Schüttel, genau. geh ja schon. Ja, das lässt den Schüttel fürst haben. Bei so Würsteleid mag ich ja gar nicht bleiben. Die haben ja einen Teufel im Leib. Was gehört, Papa? Wir haben einen Teufel im Ja, Leib. ja, ich kann Mama nicht verstehen, dass er solcher Ratschen auftragt, sie soll bei uns nachschauen, gell? Ja, mei, Mama hat sicher gut gemeint. Mei, wo wird's denn jetzt sein? Mama, wo wird's denn sein? In Venedig, die schifft sich gerade ein, ne? Ja, Venedig. Ja. Mei, so eine Schiffsreise möchte ich auch mal machen. ja, das kannst du schon machen. Wenn du mit deinem Geld nicht so rumschmeißen darfst für deine Partyfetzen. Oh,
Geh, Papa. Was denn? Ich geb wirklich nicht viel Geld fürs Gewand aus. Ja? Schau mal in der Susi einen Kleiderschrank rein. Da wird staunen, was da alles drinnen hängt. Ja. Mei, wenn ich bloß dran denk, was die alles fürs Motorradl braucht. Und alles in Leder. Ja, weil das vielleicht nichts kostet. Die Soße liegt im Krankenhaus, also lass jetzt einmal Ruhe. Ja, da kann ich auch nichts dafür. Das jetzt hier, ihr könnt euch ja gar nicht vertragen. Ha? Muss nicht immer gestritten sein. Das liegt an ihr. Ja, und hier schon auch, du hast auch einen Goschen mit Freilauf ohne Bremsen, hä? Papa, Was denn? das muss ein Erbstück sein. Ja, da. Okay. Naja, vielleicht gerade mir der Mama nach. Ja, da hast du recht. Du bist ganz die Mutter. Aber die Susi, die grabt mehr nach mir noch. Ja, Ist fertig mit dem Kaffee? ja, den Fertigkunden ausdrücken. Gut, dann ramm ich auf. Ja, ja. Wer kommt denn jetzt? Jetzt schau mal. Ach, das ist der Werner. Der Werner, was will denn der noch alle früher bei uns? Papa, das weiß ich doch auch nicht. Ja, herein. Grüß euch Gott. Christ, Werner, grüß dich Gott, was ist denn? was ist denn mit dir los? Ha? Mit mir ist nix. Aber stellt euch vor, Was? meine Mutter ist die Kellertreppen runtergefallen und ist drunten liegen geblieben. Um Gottes Willen. Hock Wir haben dich gleich, hinkommen. wir haben gleich Sanitäter kommen lassen. Ja, fällt's weiter? Das kann man noch nicht sagen. Ja. Aber wie sie es auf die Tragbar hinaufgelegt haben, hat es Gott sei Dank der Augen wieder aufgeschlagen. Ja, na sieht's ja wieder, Gott sei Dank. Papa, Was denn? Ja, Gehirnerschütterung wird schon haben, Aha. haben Sanitäter gemeint. Schön. Und jetzt haben sie es ins Krankenhaus gefahren. das ist da was, Ja. ehrlich. Also wenn der Teufel heute los war, gell? Und was drückt dich das schon? Naja, die Aushilfe hat man jetzt braucht da auf dem Hof. Aushilfe? Ja, weil halt bis die Mutter wieder auf dem Damm ist. Da haben wir gedacht, ob nicht die Rosel bei uns aushelfen kann. Au. Ja, weil doch der Vater und ich rein gar nichts vom Haushalt verstehen. Die Rosel, das ist mir gar nicht recht, dass du mir die jetzt auch noch wegziehst, ne? Ja, jetzt sei doch nicht so. Du hast doch noch deine Susi. Na, eben nicht, die liegt auch im Krankenhaus. Was? Ja. Das darf ja nicht wahr sein. Ist aber wahr. Ja. Und was fällt der? Einen Unfall hat's gehabt mit dem Motorrad, ich glaub, die hat's im Fuß gebrochen, ne? Dann geht das natürlich nicht mit der Aushilfe. Das habe ich ja nicht wissen können. Ja, ja, freilich. Jetzt lass mich mal überlegen, warte mal, ich möchte dir deine Bitte nicht direkt abschlagen, gell, weil ich habe Verständnis für zwei Männer, die sich im Haushalt nicht auskennen, ne? Im Gegensatz zu mir, ich bin da perfekt, gell? Im Haushalt. So, Und was? da habe ich aber noch nichts gemerkt. Ja, du kannst ja Blödsinn, natürlich. Ich kann mir nichts essen holen, das kann ich doch selber machen, oder? Papa, ich kann dich doch jetzt nicht ganz allein lassen. Nein, ich finde mir doch meine Sache selber, da brauche ich dich gar nicht dazu. Ja, doch auf, die Mama hat gesagt, dass ich auf die Aber schauen die soll. Mama sagt, das ist doch gar nicht wichtig, wenn ich sage, ich brauche dich nicht. Ich finde meine Sache selber, na, werde ich schon finden, ne? Kannst ruhig zum Werner gehen, ich brauche dich nicht. Ich finde schon meine Sache, gell? Gut, Ja. wenn du meinst, dass du allein fertig wärst. Ja, ich werde okay, gleich aber- allein fertig, Ja, ja. wenigstens auf einen Tag oder zwei. Wie viel? Ja, man kannst ruhig ein paar Tage länger bleiben. Ruhig ein paar Tage. Rosel, das ist ein Wort. Ja. Also, lass dich nicht aufhalten, gell, und geh nicht zu zum Werner, gell? Ich wär schon fertig, brauchst keine Angst haben. Ja, dann bin ich schon zufrieden, wenn Ja, du fertig ja, bist. gern, Also, ja. dann hol mal ein paar Sachen, gehst du nicht Ja, mit? ja, da schau so, die Weiber. Da schau, go, das Geschirr lasst wieder stehen. Diese Weiber. Ja. Weil ohne Hirn. Aber lieb. Ja, ja. Ja, sag mal, bei uns geht's heute so wie in einem Taubenschlag. Herein! Servus, alter Freund. Ja, Gustl, grüß dich. Du bringst? Ja, haben's dir nicht gesagt, in der Melkmaschine ist irgendwas kaputt, musst nachschauen. Nein, da haben sie nichts gesagt. Schau halt nach, werd nicht so weit fein. Bleib da, ich habe etwas ganz Wichtiges unter vier Augen mit dir zu reden. Grüß Gott, Herr Raumweg. Ja, schon erst mit der Herr Schwiegersohn in Spee. Geht er schon wieder? Nein, der wartet aufs Rosal, ja. Soll ich ja. vielleicht auswarten? Nein, bleib nicht da, ist er schon da, das Rosal ist schon Ja, gut, gell? grüß Gott, Herr Erst Raumwürgel. ist aber das Nadel. Wohin denn schon in aller Früh? Ja, ich muss bei meinem Verlobten aushelfen. Ja. Aushelfer heißt mir das jetzt. Ne? Ja. Okay, seine Mama liegt im Krankenhaus. Ach so, ja. Da tust du ein gutes Werk. Gell? Mein Segen hast du dazu. Also, lass dich nicht mehr aufhalten, gell, geht's nicht so. Papa, bevor ich es vergiss. Was denn? In der Gefriertruhe, da ist ein Blaukraut drin. Ein Blaukraut, Ja, ja. und links ist ein Fleischpflanzen. Brauchst du es bloß aufwärmen, gell? Fleischpflanzen, ja, gut, ja. Papa, tu mir bitte einen Hund nicht vergessen. Nicht, Zuvor dann. der kriegt auch Fleischpflanzen, da werden wir nicht lang rum.
ein Gewitter kommt, dann musst du den Fernseher ausstecken, Ja, nicht damit es das einschlägt. weiß ich, weißt? den muss ich ausstecken, Ja, und ja. die Heizplatten bei der Ich Kasse. muss ihn aufstecken, ich bin doch kein kleines Kind nicht. Bitte gut, Papelein. Also. Mach's gut, Ja, gell? für die Kind. Für Gott, Herr Rauchmüller. Ja, also, Auf Wiedersehen, vierte gut und danke schön für die Rosen. Ja, sag einen schönen Gruß an Mama, gute Besserung wünsche ich, gell? Danke schön, wer es aussieht. Und mir auch, gell? Ja, danke. Ja, Servus. endlich, ja. Na, endlich sind sie draußen, um Gottes Willen. Was denn gegen die zwei? Ich hab nichts gegen die zwei, aber im Weg gingen es mir um, ne? Ach so, Ja. da wolltest du mir was sagen. Unter vier Augen sozusagen. Gustl, du weißt, ich bin dein bester Freund und du bist mein bester Freund. Und ich kann dir was anvertrauen, das kann man nur seinem besten Freund anvertrauen. Und ich habe dir etwas Wichtiges zu sagen. Du weißt, du kennst mich, ich bin ein guter Familienvater. Ich lasse meiner Familie nichts abgehen. Am allerwenigsten meiner Frau. Die macht jetzt dieselbe Mittelmeerreise, genau wie wir zwei vor 5 Monaten. Ne? Ja, das weiß ich schon, redet das ganze Dorf drüber. Eben. Und nach dem Sprichwort, gleiches Recht für alle, habe ich mir gedacht, das muss aber nicht für die anderen, sondern auch für mich gelten, oder? Da hast du recht. Ja. Man muss wissen, was einem zusteht, sonst wird man ausgenutzt. Siehst du, Gustl, ich hab's gewusst. Mit dir kann man reden, sich unterhalten wie mit einem Beichtvater. Gell? Was hast du denn zum Beichten, hä? Ja, jetzt pass auf, jetzt trinkst du erst einmal ein Schnapsel, sonst vielleicht fällst du vom Hocker runter. Ne? Bin ja aber jetzt neugierig, mein Lieber. Ja, da kannst du auch neugierig sein, das sage ich dir. Jawohl. Hast du wieder eine Lumperei im Kopf, hä, alter Bazi? Du hast es erraten, aber diesmal eine mit Pfiff. Also na, Prost auf das, was wir lieben, gell? Kenn ich dann diejenige welche, hä? Freilich kennst du sie, pass auf, du kannst dich doch erinnern an die Carla Leitner, die vor 5 Monaten mit uns auf der Galaxis durchs Mittelmeer gekreuzt ist, weißt du das noch? Ja. Eben. Ja, das war eine stürmische Kreuzung, mein Lieber. Gell? Ein saures Weibsbild. Eine Münchnerin, glaube ich, gell? Genau eine Münchnerin was. Da kann ich mich noch gut erinnern, das ist mir noch in lebhafter Erinnerung, Gell? diese Reisebekanntschaft. Ja, die ja. hast ja du angekommen, das wäre verliebter Kader. Mei, weißt du, die hat mir halt so unbandig gut gefallen, die Carla. Und weißt du das noch, als Ökonomierat Ja, natürlich. hast du die ausgegeben, gell? Und dass du Witwe bist, Ja. dass du Witwe bist, hast du dir weiß gemacht. Ja. Ein Hund bist du schon verrückt. Ja, mei. Schau, die Carla, die hat mir so unbandig gut gefallen. Gell? Ja. Ist ein sauber Barn, du weißt schon. Und dann, du weißt du, die Sommernächte, die südlichen Sommernächte, die hat's mir angetan, gell? Ja, da hat's mir geschwärmt, Mellerweil. Ja, aber bei dem Schwärmen ist es nicht blind. Denk an die Nacht von Santorini nach Athen, Mellerweil. Ja. Oder wirst du nicht mehr daran erinnern können, weil du so besoffen warst? Oder wer sie da ist? Dreckert ein Blödsinn, an die Nacht von Santorini kann ich mich sogar sehr gut erinnern. Du schon, Mellerweil, du warst ja im Delirium, als wäre ein Elefant nach 5 Flaschen Schnaps. Hör auf. Ganz narrisch warst du auf sie. Dann hast du vertraut, das wäre abgestochen, Skywe. Ja. Guschka, du bist ein ganz ordinärer Mensch, gell? Das sag ich dir. Jetzt hör mir auf mit deiner blöden Spettlerei, ne? Du weißt, ich bin dein Freund und du bist der meine und ich brauch dich und weil du mein Freund bist, muss ich dich ersuchen, dass du mir ein bisschen hilfst, ne? Aha. Bei der Lumperei. Na, das musst du nicht sagen. Ne? Man, die Carla ist eine rasante Person, aber kein Schlamperl, gell? Und deshalb habe ich sie angerufen und habe sie hierher eingeladen. Was du nicht sagst. Daher? Ja. Das hast du drauf. Ich mir denke, die Gelegenheit ist günstig. Meine Alte schwimmt im Mittelmeer. Ne, die Rose ist bei ihrem Bräutigam jetzt und die Susi liegt im Krankenhaus. Also. Da hast du einen Herrn aus der sozusagen eine sturmfreie Bude. Hä? Ja, dann haben wir gedacht, naja, also, zuerst wollte ich sie ja im Gasthaus unterbringen, aber jetzt kann sie ja auch bei mir schlafen. Was? Wohnen, mal ich sagen, wohnen, ne? Ich hör dich schon gehen. Ja. Du riskierst einen Seitensprung. Naja, das ist doch heute kein Scheidungsgrund mehr, oder, Wie man es Gustl? nimmt. Was auch wieder bei da? Was du dabei zu tun hast? Du musst mir aushelfen. Im Bett. Na. Im Stall, du Trottel. Schlaf die im Stall.
Also Gostel, jetzt hör doch einmal auf. Im Stall sollst du mir aushelfen. Allein schaffe ich doch die Arbeit nicht. Ich muss mich doch ein bisschen um die Carla kümmern. Ne? Darum habe ich gedacht, dass du mir aushilfst. Hm? Ja, ich war dann quasi für die Stallarbeit zuständig. Und was ist? Hilfst mir? Hm? Was tut man nicht alles für einen guten, gamsigen Freund? Ja, und die Carla ist doch genau mein Typ, oder? Hoffentlich bist du auch der Ihre. Natürlich, sonst darf ja nicht kommen, oder? Sag mal, meinst du nicht, dass das ein bisschen zu viel ist für dich, dass du da ein bisschen zu viel zutraust in deinem Alter? Was heißt in meinem Alter, ha? Die guten 50, wo ich bin, spielen überhaupt keine Rolle. Ich reiße heute noch Bäume aus. Ja. Und ausschlagen tust, das wäre ein Hengst. Ja, was? Ich bin ein Mann im zweiten Saft. Himbeersaft. Schau mir an. Wenn auch auf dem Gipfel Schnee liegt, im Tal ist noch alles grün. Da rein, Carla, so. So, ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich habe dich einfach anrufen müssen. Ja, und da bin ich. Es war auch ein ganz schneller Entschluss. Ja, jetzt komm ich ein bisschen ab. Ja. Da hinten habe ich ein paar Haken, da hänge ich dich dann auf. Was? Nein. Ich meine natürlich, das Jackel hänge ich da auf, gell? So, Nett hast du es da herin. gell? Mei, und die schönen Blumen. Ja, die sind von der Gärtnerei. So schöne haben wir gar nicht im Garten. Ja? Ja. Also ich danke dir schön, Ja. Herr Ökonomierat. Ach komm, jetzt bitte lass doch den Titel weg, das mag ich gar nicht. Sag einfach Quirin zu mir. Oder noch besser, sag Quirinerl. Ja? Was? Also gut, dann sag ich lieber Quirin, das klingt na doch männlicher. Ja, wenn du meinst, ja. Was magst du denn trinken? Was darf ich dir anbieten? Ein Cognac, ein Steinjäger, Enzian? Ein Cognac? Ein Cognac, das mag ich auch so gern. Das ist auch mein Lieblingsgetränk. Ein Cognac. So, hat er gesagt, wo ist die Jacke? Na, was für Jacke? Na, die Cognacke. So, ja, freu ich mich. Oh. Ja. So. Aber doch nicht bis zum Rand voll. Was denn? Natürlich, bis zum Rand wollen wir unser Wiedersehen feiern. Ja? Also, Carla, Prost auf das, was wir lieben. Prost. Was denn, was denn? Mein Kanarienvogel trinkt mehr wie du. Nur langsam, dass ich schön langsam zum Geschmack komme. Na ja, hoffentlich. Also ich muss wirklich sagen, Was? Quirin, nett hast du es da herin. Gell? Ja, und so gemütlich. Ja, Und ja. alles so sauber und ordentlich. Ja, ja, also da schau ich drauf. Bei mir muss alles immer sauber und ordentlich sein, obwohl mein Weib schimpft, obwohl meine beiden Töchter mich immer schimpfen, weil ich so streng bin wegen der Ordnung und wegen der Sauberkeit, ne? Richtig, du hast ja 2 Töchter, gell? Ja, ja, ja. Wo sind denn die? Ja, die eine ist bei ihrem Bräutigam, da ist die Mutter über den Kellerstiegen runtergefallen. Ne? Und die andere, die Susi, die liegt im Krankenhaus. Was? Die hat einen Motorradunfall gehabt, ja. Um Gottes Willen. Ja, echt nicht schlimm. Gut. Aber eine von deinen Töchtern fährt sogar Motorrad. Ja. Muss ein rasantes Mädel sein. Genauso rasant wie der Papa. Carla, weißt du das noch heute, vor 5 Monaten haben wir uns kennengelernt auf der Galaxie im Mittelmeer, was? Ja, weißt du noch ganz genau. Was, sehr schön, da drauf wollen wir doch trinken. Also, Prost. Prost. Und gleich wieder nachschenken. Nein, um Gottes Willen. Sonst krieg ich ja nur einen Schwips. Ja, das möchte ich doch sogar. Was? Ja. Das möchtest du und an den Schwips, den du auf dem Schiff gehabt hast, oder besser gesagt an den Rausch, an den denkst du nimmer. Oh, Quirin, mein Lieber, da war alles drin. ist wahr? So, die Na, Kinder hör auf. läuten. Jetzt. Ja, da schau her, der Gustl, der Herr Rampögel. Seid ihr schon da? Ja. Das ist aber eine freudige Überraschung, als hätte ich mir im Schlaf nicht träumen lassen. Ich mir auch nicht.
Berühre mich nicht, klassische Schönheit. Ich bin ein Unreiner. Dieser Mensch da hat mit so einem Kuhstall ausmisten degradiert. Und das lasst der Herr Rambögel einfach so gefallen. Ja, was tut man nicht für einen guten, ganz guten Freund, der momentan unabkömmlich seiner Venus zu Füßen liegt. Ja, recht kann's uns machen. Wir sitzen ganz friedlich um den Tisch herum, ne? Ja, das will ich auch hoffen. Sag einmal, du Muhacke, Was? magst du mir nicht helfen im Stall oder soll ich die ganze Dreckarbeit allein machen? Ja, also komm, jetzt reißt ein bisschen zusammen. Ich kann doch die Karin allein da sitzen lassen, ne? Deine geliebte Karla wird schon einsehen, dass man für die Stallarbeit zu zweit sein muss. Ja? Einer zum Ausmisten und der andere zum Mist wegfahren. Ja, Also Mädchen. reiß dich aus den Armen deiner Geliebten, du gewamperter Apollo. Also, okay. Jetzt hab ich schon mal gesagt, du bist ein ganz ordinärer Mensch, Aber für ne? die Stallarbeit gut genug, hä? Okay. Jetzt helft doch zusammen, ihr zwei. Nun, dann ist doch gleich alles erledigt. Er hat nur Angst, dass ihn dann seine geliebte Karla nicht mehr riechen Ach, kann. was Blödsinn. Also gut, dann machen wir das anders. Gefreiter Bachwiese, Sie sind ab sofort abkommandiert zur Stallarbeit. Jawohl, Frau Feldwebel, jawohl. Ja. Jawohl. Was kriege ich denn am Boden rum, Herr Gefreiter? Schnelle Gehorsams, der Gefreiter Bachwieser sucht seine Stallklamotten. Jawohl. Gefreiter Bachwieser hat die Stahlklamotten gefunden. Schöne Schlamperei. Ja, Also, was denn? Kompanie angetreten Sind Sie da, sind Sie da. zur Stallarbeit. Jawohl. Stillgestanden, Jawohl. Augen rechts. Rechts, Die ganze Kompanie im Gleichschritt Marsch, ein Lied. 3, 4. Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein. Husch. Und das heißt 2, 3, 4, Kalinka. Nein, ist das schön, wenn man wieder mal so richtig blödeln kann. Ja, herein. Grüß Gott. Ja, da schon her. Ein fremdes Weiberleid. Ja, mir haut's um. Ist ja nicht schlecht. Warum soll mir schlecht sein? Ja, ich meine, Sie schauen so komisch. Wie schau ich? Komisch. So verständnislos. Ja, da soll man noch Verständnis haben für sowas. Ist doch glatt schon eine andere da. Was? Ja, wo kommen Sie denn so plötzlich her? Ich komme aus München. Aha. Aber Sie? Wer sind denn Sie? Ich bin die Nachbarin. Ach so. Ja, jetzt möchte ich schon wissen, wer Sie sind. Also ich hab's zwar nicht notwendig, dass ich eine Rechenschaft abgebe, wer ich bin, aber gut, na sag ich dir heute. Ich heiße Carla Leitner, komme aus München, wohne Theresienstraße 83, bin im Zeichen des Wassermanns geboren. Wollen sonst noch vielleicht mein genaues Geburtsdatum wissen? Nein, das reicht schon. Gut, danke. Bitte. Ja, und Sie? Ja, was wollen denn Sie? Ach so, was ich will? Ja. Ja, eine Sicherung ist mir durchbrennt. Ja, Sicherung. Und ich habe leider keine mehr daheim. Naja, und Sie glauben, dass Sie da im Haus wohl eine finden könnt. Und wissen Sie vielleicht auch wo? Ja, genau. Gut. In der Küche. Im linken Schubladen ganz unten drin. Ach so. Naja, dann werde ich sie mal suchen, aber ich glaube, nach der genauen Beschreibung kann ich es nicht verfehlen. Ist doch bloß gut, dass mir das mit der Sicherung eingefallen ist. Queringquirt. Was bist du nur für ein hinterkünftiger Bazi? Kaum ist die eigene Frau aus dem Haus, ist doch glatt schon die nächste da. Aber das hätte ich dem Duckenhauser gar nicht zutraut. Der gehört ja glatt kastriert. Wer gehört rasiert?
Der Bachwieser, ja, weil er immer so stockelig umeinander läuft. Ja? Ja. Also, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja, mei, wenn ein junges Weibsbild auftaucht, dann putzen sie sich halt. Die Malefizkater, die Mystiken. Tja, wissen Sie, Kater sind im Polygam. Ja, genau, die sind's. Polydings da, ja. Die Malefizkater. Da ist übrigens die Sicherung. Ich hoffe, sie passt. Dankeschön. Bitteschön. Naja, dann könnte ich ja eigentlich wieder gehen. Eigentlich schon. Wiedersehen. Wiederschauen. Ganz polygamerisch geht's da herin. So. Die spinnt. Bei der ist wirklich eine Sicherung durchbringt. Die werte Bachwieser meldet sich von der Stahlarbeit zurück. Was ist denn? Man riecht's. Ja, aber meine Hände sind sauer. Ja. Dann muss es gewandt sein. Ja. Wird sofort geändert, wird sofort umgezogen, alles gleich, Picobello, fertig. Ist in Ordnung. Ja. Und ich richte weiß Abendessen her. Ja, das habe ich alles schon hergerichtet. Auf der Anrichte steht alles draußen. Und einen guten Wein habe ich im Eisschrank drin. Da bringst du eine Flasche oder zwei mit, gell? Und ich habe schon alles gesehen. Ja, das war. So, ja, mal jetzt so, hopp. Usch. Ja. Hier gehen wir dahinter. Verstecken. So. Und die Hose, die kommt wieder schön dahin. Na, gehen wir schon mal. So. Und jetzt. So, jetzt. Und schon ist alles erledigt. Alles sauber in Ordnung. Oh, Ja. jetzt ist alles hergerichtet. Was? Hey. Ja. Und umgezogen bist auch schon wieder. Alles geht bei mir ganz schnell. So, schnell. Ja. Da ist nichts mehr drin. Vielleicht. Na, Karolinka. Oh, nee, pass auf, ich war ganz frisch beim Friseur. Na ja, komm, das tut der Leidenschaft doch keinen Abbruch, Karolinka. Quirlen. Nein, lass ihn mal richtig. Hey, und ich hätte gleich sämtliche Rippen. Bist du wieder da? Frisch waschen, geschneizt und gestrichen. Ja, was? Jetzt schaue ich wieder aus wie ein Mensch. Vielleicht habe ich sogar Chancen bei deiner Karla. Ja. Ich darf auf Anhieb sagen, ja. Ja, das muss laut sagen, der glaubt's gleich auch. Bin ich mein gläubiger Mensch? Ja, du brauchst dich gar nicht so viel einbilden. Der kann bloß vom Glück sagen, dass ich sein Freund bin. Sonst wäre ich sein Rivale. So ist die Dame für mich natürlich tabu. Ja, hoffentlich, gell? Also jetzt war Dorfgockeln, wird euch doch nicht wieder in Federn kommen. Also, auf geht's, setzt euch her. Wieder? Es ist alles schon hergerichtet. Ja, fein. Lasst es euch schmecken, ihr zwei Mistgabel-Jongleure. Das wird heute noch ein zünftiger Abend. Ja. Und auf das trinken wir jetzt gleich. Jawohl, auf das trinken wir jetzt, gell? Also Den dann, Hunger habe ich wie ein Wolf. Prost! Und Hunger? Ja. Das kommt von der Stallluftveränderung, dass du einen Hunger hast. Weil du gerade vom Hunger sprichst. Das Essen auf dem Schiff, das war doch hervorragend. Ja, ganz prima. Ganz prima war das. Bedient sind wir waren wie orientalische Fürsten. Ja. Überhaupt diese ganze Mittelmeerkreuzfahrt, die war einfach fantastisch. Ja, das stimmt. Sehr schön war das, ja. Die Insel Delos, die war ja sehr interessant. Und Mykonos. Mykonos. Weißt du es noch? Ja. Mykonos war doch ein Blütenparadies. Ja. Und auf Rhodos habe ich die ganze Nacht nicht schlafen können. Warum? Mein Sonnenbrand war das reinste Alpenglühen. Ja, und auf der Insel Santorini, da sind wir dann mit den Esel auf die Bergen aufgeritten, gell? Weißt du das noch? Das war vielleicht so ein Eselsritt. Ja. Deiner hat dreimal gestreikt, der war bestimmt bei der Gewerkschaft. Ja. Und der Deine muss mit dir verwandt gewesen sein, weil er so zahm war. Also genauso habt ihr euch auf dem Schiff auch immer kanzelt.
besonders in der Weinlaune. Ja, So manche sternenklare Nacht hat uns den Kopf vernebelt. Ja. Über uns das Kreuz des Südens. Und unter uns ein schwankendes Schiff. ja. Und wir selber haben auch geschwankt, Ja. gell? Du einmal am meisten. Was denn, wieso Ja, denn schon wieder? Nein, das stimmt schon. Ja. Lass der Songfreund einen Affen hast beieinander gehabt, Ach, genau. dass sämtliche Leuchttürme ausgegangen sind. Ja, er übertreibt halt wie immer, ne? Was? Er spricht die Wahrheit. Mit der Strickleiter hast Fenstern wollen vor ihrem Bullauge. Ja? Was denn heraus? Was? Gerade, dass ich die noch zurückgehalten hab, sonst wär's schon ein Haifischbrotzeit. Nein, komm jetzt her doch auf, der liegt schon wieder. Na, der liegt nicht. Genau so ist gewesen. Du, dem Gustl hast bei allerhand zum Verdanken, ja. Ah, da sein eine. An die Nacht von Santorini kann ich mich noch ganz gut erinnern. Da glaube ich, kann sich mein Quirin überhaupt nicht mehr erinnern. Doch. Nein, da war nämlich mein Quirin so blau, als wie das Meer. Ja. Noch tiefblauer. Ach, was Blödsinn, nein. Die Nacht von Santorini werde ich nie vergessen. Da war doch alles drin, gell, Carla, was? Aber nur fast alles. Da ist der Herr schon alles leer. Da haben wir sofort einen Nachschub, natürlich, gell? Also komm, ich hol schnell an, ja? Ich habe ein ganz besonderes gutes Flaschel versteckt, das weiß ich nur nicht. Also- Da holen wir es miteinander. Jawohl, der Nachschub miteinander. So ein verliebter Kader. Den hat's best erwischt. Das kann mir nicht passieren. Prost, Gustl, mit dir trinke ich am liebsten. So eine Gaudi war das bei den Schiffern. Telefon. Eine Seefahrt ist lustig, eine Seefahrt ist schön. Und jetzt wird einmal der Gustl an das Telefon hingehen. Hallo? Hier bei Bachwieser. Nicht so laut, ich verstehe kein Wort. Ja, der Gustl ist dann. Ja, der Dings, der Rambögel, den kennt doch auch jeder. Und wer sind... Was? Das gibt's doch nicht. Wie ist denn das möglich? Ach so, ja. Der Quirin, der ist gerade bei seiner Kuh in der Küche. Im Stall. Der ist bei den Kühen. Ja. Ja, ich richt's ihm aus. Auf Wiedersehen. Hallo, es pressiert aber nicht mehr. Spät. Ja, sowas. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt sitzt man schön drin. Quirin, komm mal raus, es brennt. Was ist denn schon wieder? Na, komm doch gerade mal raus, es pressiert. Also sage mal, du kannst nicht ein paar Minuten mit der Carla allein lassen. Was ist denn? Sitz dir mal daher, sonst haut's dich glatt Was um. ist denn los? Was spinnst denn wieder? Was hast denn? Eine Hiobsbotschaft. Hiob, wer ist denn der Hiob? Den kenne ich gar nicht. Und ob du die kennst, Hä? die Deine kommt zurück. In einer knappen Stunde will's da sein. Da wird das ja Witzbold sein, mein Lieber. Die meine kommt zurück. Die schwimmt bereits im Mittelmeer. Schaut, so glauben wir's doch. Was? Sie hat gerade angerufen, sie ist in Rosenheim und möchte mit dem Taxi herkommen. Sie hat bloß noch keins erwischt. Ja. Und in einer knappen Stunde möchte es da sein. Und wenn du mich noch so schlau anlügen willst, ich glaube es dir nicht. Meine Alte schwimmt im Mittelmeer, die kann in einer knappen Stunde gar nicht da sein. Jetzt reißen doch endlich mal zusammen und glaub mir's. Und schau, dass du nüchtern wärst. Ja, dann muss heißt, du wärst der Flasche angezapft wieder mit der Carla. Ja, schau, Zeit nicht sagen, dass zum allerletzten Mal die Sache ist todernst. Ich bin kein Witzbold. Was Sie ist ist wirklich denn? in Rosenheim und hat angerufen. Was denn? Moment einmal, die hat sich doch eingeschifft. Eben nicht. In Venedig hat sie einen Fahrschein angeschaut da für das Schiff und ist draufgekommen, dass sie sich im Datum geirrt hat. Um Gottes Willen. Nicht am 7., sondern am 17. sticht die Galaxis in See. Um Gottes Sie Willen. sind 10 Tage zu früh dran. Oh, und dann stichst du. Und dann
stichst du jetzt in Rosenheim, dann sitzt du jetzt in Rosenheim. Aber nicht mehr lang. Was? Wenn es ein Taxi hat, dann brauchst du sofort daher. Wie brauchst du Schere? Wir müssen irgendwas unternehmen. Was machen wir denn mit der Clara? Gottes Willen, was machen wir denn mit der Clara? Die muss unbedingt aus dem Haus, bevor die Alte kommt. Ja, aber wie, was denn, wohin denn? Am besten sagst du die Wahrheit. Die Wahrheit, ich kann doch nicht sagen, dass ich kein Witwer bin. Dann ist doch alles aus. Das war schon das Beste. Was denn? Nein. Das war nicht. Ich gebe die Carla nicht mehr her. Ich gebe sie nicht mehr her. Schade, ich kann ja doch die ganze Freude zerstören. Das schaffe ich nicht. Muss da irgendwas anderes einfallen, aber auf der Stelle. Ja, aber was denn, Gustl? Ich hab's. Was denn? Wir hängen ihr einen Mordsschwips an. Ja, doch, fällt nicht mehr viel, die hat sowieso schon geladen. Und wenn es dann nicht mehr richtig stehen kommt, dann können wir es besser umtransportieren. Wohin willst du denn umtransportieren? In das Austraghäusl, hinter deinem Haus. Recht richtig, da steht sogar ein Bett drin, jawohl, das ist ganz gut. Umso besser. Jawohl, das machen wir, ja. Mensch, du bist ein Gescheiter, Gustl. Ja, aber was sagen wir dann der Carla morgen früh, wenn sie wach wird? Du sagst gar nichts. Du liegst mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus. Was bin ich? Ja, so sag ich zu ihr, wenn sie wieder zu sich kommt. Ach so? Ich komm ganz in der Früh daher. Ja. Wenn noch alles schlafbar ist. Ja. Weg die Carla, sitze in mein Auto und bringe deinen Sündenfall nach München. Ja, ich danke dir, mein lieber Gustl, auf dich kann ich mich verlassen, gell? Um Gottes Da kann Willen. gar nichts schief gehen. Der Frau, die spannt bestimmt nichts. Ja, hoffentlich nicht. Das Corpus Delicti wird betäubt, Ja, kassiert ja. und aus dem Wege geräumt. Oh ja. Sozusagen aus dem Verkehr gezogen. Ja, aber sage das, lieber Gustl, sag's ihr. Ich telefoniere sie wieder an. Ja. Die Nacht von Santorini kann ich nicht vergessen. Sag ihr, das Sag bist ich, du Gustl. nein, das mache ich schon. Für die tue ich alles. Das war... Jetzt kommt schon wieder. Ja, was ist Wo denn? bleibst du so lang? Ich bin schon da, bin schon da. Du kannst doch deinen Aschenputtel nicht Nein. einfach allein Ja, lassen. ich weiß, also, okay, Ja, ja. Aschenputterli. Schau mal her, ich hab keinen Tropfen mehr zum Aber Trinken. da ist einer Da genug sitzt die da. her, Aschenputterli, Da und da sitzt die ist her, die dass sie trinken, gell? fest trinken, gell? Du auch ein bisschen schon, nicht so viel. Ja, jetzt, Also dann... gell, sollst nicht mehr leben. Ja, sollst leben, gell? Also nachher Prost. Also, Prost! Ex, gell? Jawohl. Gutes Tripper, ja. Ex. So, jetzt will ich nachschenken. Ja. Jetzt. So, jetzt lass das schmecken. So, Prost. Heute ist richtig lustig. Ja, richtig, sind Sie lustig. Und Ex. Ja, und Ex. Es ist mir alles wurscht. Alles wurscht. Also, Prost! Prost! Ich glaub fast, ich krieg einen Schwips. Fast ist gut. Ja, fast ist So, ja, Ex, gell? Und dein Arsch. Da geh her, komm, lass dir deinen Arm schenken. So, da geh her, Carla. So, ihr müden Rocker. Was haben wir? Jawohl, jetzt will ich Stimmung haben. Was ist Stimmung? Musik. Oh, Jetzt brauche ich eine Musik. ich werde bemuntert, dass da schläfrig ist. Was? Es wird schon noch, es dauert halt seine Zeit. Ich werde Nein, das dauert halt ein bisschen. Meinst du? Ja, jetzt lassen wir drin. Da geh her, Carla. Da geh her, Carla. Da trinken. Ex, alles hinunter. Prost, hinunter damit. Prost, Ex. Mein Heid ist zünftig. So, dann da ist er her. Hinunter und gleich noch mal nach. Da geh her. So. Und jetzt habe ich beschlossen, meine Herren. Jetzt haben wir Damenwahl. Komm auf Damenwahl. Damenwahl, Herr Rambügel, darf ich bitten? Komm, jetzt machen wir Damenwahl. Ja, da ist ein bisschen tanzen. Ja, ich hab doch das Wetter. Ah, die Heide. Was ist denn? 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 So, komm, liegt aufs Kanapee, komm hier, aufs Kanapee. So, da ist er nicht wieder. Plötzlich, hier. So, da geh her. So, jetzt Jetzt glaube ich, ist es soweit. Und ich schnauze hier, wurde ich ganz komisch. Nein, das nicht. Nicht, dass wir draufgehen. Nein, das da ist richtig. Ist im Tiefschlaf und ist transportfähig. Also, dann gehen wir es dann über, gell? Ja. Aber bis zur Haustür, Ja, gell? was bis zur Haustür. Und dann, und dann? Und den Rest fahren wir es mit Schubkarren. Ja, wollten Sie so durch, gell? Auf geht's, alle. Hopp! Halt. Bis jetzt.
Zuerst den Radio ausmachen. Den Radio ausmachen. So, na jetzt. Auf geht's, Össer. Auf geht's. Alle, auf. Mein Holger! Wie heißt der? Da tausend ich mein Holger. Ist der Schrank leer? Was schauen wir rein? Na, wollen doch jetzt nicht. Komm auf. Komm her. Hinein, hinein. So, heute. Hofer. Jaschen. Los, Hofer. Jaschen, heute. Jaschen. So, heute das Gewand. Das Gewand. Das Jackerl. Ja, der Jackerl, so her. Halt schnell. So, da jetzt wieder. Ja, da. Ui. Wie heißt das? Was ist jetzt passiert? Jetzt ist der Bahn da gebrochen. Was hast du denn? Das Tier von der Karl ist auch noch da. Um Gottes Willen. Oh, ja. Ich alles mitmachen mit dir. Lauter Gustl ist noch da. Ja, grüß dich gut. Ja. Jetzt bin ich halt schon wieder da, gell? Leider kann man da nur sagen, ha? Ja, leider. Grüß dich, Ja, Lina. grüß dich. Wo ist der Quirin? Der Dings, der Quirin, Ah, der Quirin? der ist in der Küche und tut da abspülen und So. sauber machen. Das hört man gern, ha? Ja, jetzt. Was hast du mit dem gesehen, ha? Der Ochs ist mir draufgestiegen. Oh! Hast du im Stall mit ausgeholfen, Ja, ha? freilich wird er mein Freund nicht im Stich lassen. Ja. Ja, Quirin! Ja, und wie? Ich bleib mir so, ja. Ach, mir an. Oh, um Gottes Willen. Mit was hast du das so abgespült? Mit Bier oder mit Wein? Na, mit Wasser, mit Wasser. Wer's glaubt, gell? Ja. Wo sind denn unsere Mädeln? Was denn für Mädel? Ah ja, unsere Also, unsere Mädeln. Mädel, ja, freilich. Pass mal auf, die Rosel, die ist bei ihrem Bräutigam, weil die Mutter ist zum Keller. Die Treppe hinuntergefallen. Gottes Ja, Willen, ja. das ist bei schlimm. Na, sie hat auch schon wieder auf. Gott, wieder offen, ja. Ja. Und wo ist die Susel? Was für Susel? Also, unsere Susel, ja, unsere Susel, die liegt im Krankenhaus. Was? Ja. Ja, was ist denn mit ihr? Mit dem Motorrad hat es ein bisschen einen Unfall gehabt. Ja, um Gottes Willen. Na, ist ja gerade gut, dass ich so schnell wieder heimgekommen bin, gell? Ja, Jetzt hören wir endlich mit einer Wichterei auf da. Da können wir direkt vom Glück sagen, Ja. dass du dich im Tatum geirrt Es hast. hätte uns gar nichts Besseres passieren können. Okay. Ja. Sag einmal, tut das so weh. Du warte mal, wir haben so ein Spray. Das hol ich dir Spray jetzt haben schnell, wir. gell? Ja. Ja. Weil in deiner Haut liegt jetzt nicht sticken. Ja, nicht, das kann man nicht. Wenn die Frau draufkommt, dass da die Karla drin Ja, ist, so um Gottes Willen. dann kehrst du Kopf. Aber am liebsten da man Rausch ansaufen, dass ich... Den hast du ja schon. Ja, nicht früher bekommen, ja. Ja, da haben wir Das ist schon so alles ein drin. Eispray, Ja. weißt du? Ja, das ist Ja. ganz eiskalt. Was ich, Ja, du, aber dann hast du keine Schmerzen Ja, mehr, gell? ja. Jetzt gib over. Jetzt, ja. Ja, na, komm, sei ruhig. Was hast du Komm, denn? geh her. das ist ja kalt. Ach, ich tu nicht so. Aber es wird besser, es wird Ja, besser. sofort. Du, gib ihm doch dein Pantoffel. Ein Pantoffel. Der kann einen keinen Schuh mehr nehmen. Das geht ja nicht. Komm her, gleich mal ein paar Toffel von mir. Ich sag ja so. Ja, das ist schon. Na. Du, jetzt probieren wir es. Gell? Jetzt sind wir ganz kurz. Ja, ganz kurz. Jetzt, ja. Hopp. Jetzt schau mal, ob es die kannst. Ja, ich muss schon. Ich meine, es muss schon. Ja, schon im Tag ja nicht, gell? Ja, Jetzt? also nachher. Ja, wunderbar. Ich danke dir schön. Samariterin, gell? Und eine gute Nacht. Danke für die Gute. Und nicht vergessen, morgen früh, gell? Nein, ich lass dich nicht im Stich. Alter Casablanca. Ja.
Was hat er gesagt? Ein bisschen blank ist er bei Kassa. So? Aber was... Hat er die abgepumpt? Nein, komm nicht. Nein. Lennel, was machst du denn da, Lennel? Ja, Du wirst dich nicht auspacken, Lennel. Die Sachen müssen doch nicht unbedingt über Nacht in dem Koffer drin sein. Ja, Gell? aber da kann... Was ist mit dem Schlüssel? Wo ist denn der? Ja, was, Lennel, da ist mir Folgendes passiert. Was denn? Da bin ich beim Saubermachen ganz scharf mit dem Ellbogen an den Schlüsseln hingekommen, gell? Und hab einen Bart abgebrochen. So, da musst du aber arg scharf Ja, es war- vorbeigestreift sein. Das war ziemlich ein scharfer Streifen. Ja, das Ding. Ja, Ja, ist gut, na. Ja, man- Ramm halt mal. Man macht das Moin, gell, Lennel? Ja, ist auch besser, wenn du das Moin machst, gell, Lennel? Also noch, gell, Lennel? Sag Also noch. mal. Was hast du denn, Lennel? Seit wann sagst du noch Lenal zu mir? Das bin ich ja gar nicht mehr gewohnt. Ja, kommt nie mehr vor, gell, Lennel? Lennel. Wenn ich sag, ja. Warst du bei der Susel schon im Krankenhaus? Nein, bei der Susi war nicht, aber morgen die Rosel war drin. Und ich fahr da morgen rüber Ja. zu der Susel ins Krankenhaus. Jetzt hört endlich mehr auf mit deiner Wischerei, gell? Ja. Das machst du mir narrisch. Ja, gut. Ja. Ja, du Was? hast die ganze Arbeit allein machen müssen. Ja, der Gustl hat mir schon ein bisschen geholfen, ja. Ja. Ja, sonst war... Aber ein bisschen viel getrunken habt ihr auch jetzt. Ein bisschen haben wir. Ja, Ja. Naja, was dann die Männer sonst schon, wenn Ja, sie allein sind? Ja, dann haben wir ein bisschen Wein geweint haben wir, ja. 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 Freust dich schon, hä? Dass ich wieder da bin? Ja, und wie, aber es war ohne die auch gegangen. Sag einmal! Fangst jetzt schon wieder an? Das ist mir bloß so rausgerutscht, Lena. Ja, also gut, Ja. komm, geh weiter, dann gehen wir jetzt sofort ins Bett. Ja, Jetzt nein, komm, ich komm. muss in der Küche, ich habe noch einiges in der Küche zu tun. Ich komm dann schon nach, gell? Ja. Lena, ich komm dann schon nach, gell? Ja, aber schickst dich Ja, nicht. ja. Ich bin so froh, wenn ich heute in meinem Bett liege. Ja. Weißt du, mir tut das ganze Kreis weg von der langen Fahrt. Ja, das gab Aber kommst jetzt? Ja, ich komm gleich, gell? Ja, um Gottes Willen. Oh, Karamell. Geht auf, du Blutkrank dir. Um Gottes Karla, lebst du noch? Karla, bitte, das gibt nicht. Bitte bleib am Leben. Sonst können wir nie mehr zusammen in Urlaub fahren. Hallo, Karla. Ja, was ist denn? Was machst du denn da an dem Schrank? Also da ist der Schlüssel drin, der Schlüsselbart vom Bart, der Schlüssel. Und den wollte ich versuchen raus und wir machen dann schon auf. Ich schaff das dann schon, gell, Ja, Braut? du, weißt was ich dich fragen will? Ja, was denn? Wieso ist mein Bett frisch überzogen? Dein Bett ist frisch Ja, überzogen. das ist frisch. Ah, da wollte ich dich überraschen, wollte Freude machen, ja. In 14 Tagen. Und da überziehst du mir gleich am 1. Ja, so, ja. Ich habe mir gedacht, was du heute kannst besorgen, verschiebe nicht auf 14 Tage. Ja, hab mir gedacht. Jetzt komm, geh weiter. Ja. Geh mal ins Bett. Ja, komm. Weibelein, geh nicht zu, komm gleich noch, gell? Ja. Ich bin gleich noch, gell? Ja, ist das, was wird denn noch alles auf mich zukommen? Wie? Ja, aber was ist denn das? Wo ist denn unser Brautbild hingekommen? Braubild? Ja, das ist mir auch so ein paar Sachen passiert. Da bin ich mit dem Ellbogen beim Betten machen an das Beutel hingekommen, gell? Und wumm, ist herunten und jetzt ist die Braut beim Klaus. Was ist? Ich meine, jetzt ist das Brautbild beim Klaus. Ja, wer's gehabt. Ja. Komm, jetzt gehen wir Ja, sofort aber ins Bett. ich komm gleich noch, gell? Ich bin gleich noch. Jesus Maria, Karla Mädel, lebst du noch? Hallo, brauchst du ein bisschen Luft? Oh, Karla Mädel, oh, heiliger Quirinus, wenn die Sache für mich gut ausgeht, dann stifte ich dir eine zentnerschwere Kerze. Ja. Oh. Ja, tut mir alles weh. Mein Kreis, mein Knack, mein Kopf. Und. Oh ja. Jetzt ist mein Karla ist noch drin. Karla, Mädel, hallo, lebst du noch? Hallo, Karla. Oh, den Schrank mache ich jetzt auf und wenn alles kaputt geht, Ja, so. Spinnst jetzt du komplett? Ob du spinnst, möchte ich wissen. Warum soll ich denn Ja, weil du mit dem Schrank da redest, als ob er ein Mensch wäre. Ich war im Halbschlaf, ich hab gestern ein bisschen zu viel getrunken mit dem Gustl und weil ich so allein war, so verzweifelt, ohne Familie, alles, niemand war da, du bist mir besonders abgegangen. So, warum bist du nicht ins Bett gekommen? Mich hat's einfach übermannt, So, was hat dich übermannt? der Schlaf, was meinst du? Aha. Ist das jetzt die neueste Mode, dass man da herin auf dem Boden schlaft? Ja,
Das wird alles anders, wenn wir keinen Boden mehr haben. Ja, bloß endlich einmal auf mit deinen blöden Lingeln. Ja. Glaubst du, ich kann das gar nicht mehr hören? Ich konnte gar nicht mehr singen. Was kannst du denn? Was sagst du denn? Mein Stahlgewand suche ich, mein Du bist ein Stahlgewand. geschlamperter Kerl, ein geschlamperter. Ja, irgendwie, vielleicht ist im Schrank. Was ist? Nein, im Schrank kann es auch nicht sein. Ne? Vielleicht habe ich draußen im Stall, habe ich mich umgezogen und weiß nicht mehr. Es wird auch höchste Zeit, dass du an deine Stallarbeit kommst. Ja, komm, hilf mir ein bisschen, der Gustl hat vergessen. Ich habe jetzt keine Zeit, ich muss zuerst noch was anderes machen. Ja, okay. Dann komme ich schon. Ja, aber, Ja. gell, Lena, der Schrank, das lasst mich über. Ich mach das schon auf, gell? Ja, den nicht kümmern, ich Jetzt mach geh den doch Schrank. mal zu. Ich mach den Schrank schon auf, gell? Ja, jetzt Lass geh den Schrank halt. in Ruhe, gell? Lena, ich sag das, gell? Bitte. Mein Gott, na. Da werden wir jetzt gleich mal schauen, was mit dem Schrank los ist. Aha. So, jetzt schauen wir mal. Der sperrt auch nicht. Ja, da steckt ja der Schlüsselbart drin. Ja, heiliger Himmel. Lena! Sag mal, warum erschrickst du mit denen so? Lena, bitte, tu mir einen Gefallen. Lass den Schrank in Ruhe, die macht ihn dann schon auf, du brauchst dich nicht kümmern. Ich bin ganz nervös, was da in dem Schrank tropfen bist. Sag mal, was hast du denn da? Gar Warum nichts. bist du so nervös? Ich bin überhaupt Dir nicht- zittern ja die Knie. Na, gar nichts zittert mit mir zittert alles, Knie, Kopf, alles. Ja, ja. Aber bitte lass den Schrank in Ruhe, ich mach das schon auf. Das kommt mir schon bald selber so vor, dass dir im Kopf schon bald fällt. Ja, Ich möchte endlich einmal wissen, was mit dem Schrank los ich will ist. gar nichts mit dem, du machst mich alles, macht mich nervös, auch der Schrank und... Geh nicht doch ganz schmarrn daher. Du verheimlichst mir doch etwas. Habe ich überhaupt nicht notwendig, Lena. So. Nein, Dann schaust du, dass du nicht in den Stall kommst. ja gut, ich gehe hier wohl. Aber ich mach den Schrank schon auf, gell? Du dich nicht kümmern, Lena. Ich mach das alles. Gell? Lena, ich sag dir nochmal. Der Schrank bleibt zu. Gell? Ich sag das. Der spinnt. Aber mit dem Schrank stimmt was nicht. Ja, aber jetzt schauen wir mal gleich, was los ist. So. Jetzt muss man das... Ja, genau. So. Grüß dich gut, Rosel. Ja, das gibt's, dass ich schon wieder da bin. Ja, du Rosel, das erzähle ich dir alles später, gell? Ich brauche jetzt unbedingt den Werner. Ja, weißt du, unser Schrank in der Stube, der glänzt und da steckt der Bart drin. Geh, Rosel, doch nicht der vom Papa. Der Schlüsselbart, freilich. Du, der Werner, der bringt doch so ein Schloss auf, oder? Ah ja, das haben wir ja gleich gedacht. Du, ich brauche ganz dringend was aus dem Schrank. Ja, und sagst der Werner, der soll sofort kommen. Ja, also den Werkzeugkasten mitnehmen. Ja, klar. Also dann, bis später. Du kommst sofort, gell? Für dich dabei. So. Jetzt werden wir ja dann hoffentlich einmal bald rauskriegen, was mit dem Schrank los ist. Weil da einfach was nicht stimmt. Herein. Ah, ja. Teres. Grüß dich, Lena, du gell, das war ein kurzer Urlaub. Ich sag nichts mehr. Ich hab schon gehört, dass du im Datum giert hast. Du, aber es war höchste Zeit, dass du endlich heimgekommen bist. Ja, das kommt mir schon bald selber so Ja. vor. Jetzt sagen wir dann gerade einmal, Teres, was mit meinem Alten los ist. Den kenne ich nicht mehr, der ist übergeschnappt. Meinst, Ah, der ist ja mit seinen Nerven völlig am Hund. kein Wunder. Wieso? Ist sie noch da? Was denn für ein Sie? Ja, sie? Die, wo ich gestern da herin gesehen hab? Ja, weißt, ich wollte ja bloß ein bisschen rüberschauen, ne? Ja. Ja, weil ich euer Haus immer so ein bisschen im Blickfeld hab, ne? Ja, ja. Ja. Naja, und weil mir halt so schnell nichts auskommt, ne? Ja. Naja, und da habe ich gesehen, wie eine fremde Frau in das Haus reingeht. Ja, nichts für ungut. Ich bin halt ein bisschen neugierig. Ja, das ist ja nur gut, dass du ein bisschen neugierig bist. Ja. Ja, du sag einmal. Also pass auf. Ich gehe da in die Stumm rein und da ist ein fremdes Weibsbild. Aber was du nicht sagst. Ja. Kaum ist man einen Tag weg, ist ein fremdes Weibsbild im Haus. Ja, ja. So sind's die Mannsbilder. Ganz polydamisch. Poli was? Damisch. Damisch. Ja. Also pass auf. Ich war ja gestern in der Früh schon da, gell? Ja. Ja, ja, weil ich ein bisschen nachschauen wollte, ob ich was helfen kann. freilich. So wie wir es halt ausgemacht haben haben, wir gell? ausgemacht, ja. Stell dir vor, dein Mann hat mich eine Dorfratschen geheißen.
Fast ausgeschmissen hätte er mich. Na. Damit er am Jahr nicht hinter die Schlich kommt, dem Bazi. Oh, da komm ich ihm schon drauf. Aber dann kracht's. Ja? Hoffentlich schlagt's er gleich ein. Da kannst du dich drauf verlassen. Jetzt möchte ich bloß wissen, was mit diesem Schrank los ist. Umsonst schlaft doch der nicht die ganze Nacht da auf dem Boden herin. Was? Am Boden hat er geschlafen? Ja. Die ganze Nacht? Die ganze Nacht. Du, ich bin aufgestanden, weil er nicht ins Bett gekommen ist, nicht? Du, ich komm runter. Da schlaft er vor den Schrank und schnarcht. Der war überhaupt nicht zum Wecken. Naja, ich hab ihn halt dann schlafen lassen. Ich hab mir auch nichts gedacht dabei, nicht? Aber weißt du was? Da hätte ich gleich einen Hacken genommen. Aber Teres! Den Schrank aufgebrochen. Hallo, ja, freilich, mein Gott. Mama. Ja, Kinder, grüß euch. Grüß euch Gott. Ja, grüß dich, Werner. Werner, grüß Grüß dich dich. Gott. Du, Werner, da war der Schrank. Vielleicht bringst du ihn auf, gell? Freilich. Schau mal. Probier mal Glück, vielleicht haben wir eins. Und ein paar Schlüssel habe ich auch mitgebracht. Ja, da Vielleicht kann ja passt gar es. nichts mehr fein. Sag einmal, Mama, warum bist jetzt du schon daheim? Ja, Rosal, ich glaube, mich hat ein guter Geist heimgeführt. Oh, der Bart ist schon heraus. Und das schauen wir mal. Vielleicht passt der Schlüssel, gell? Ja. Geht schon. Der passt aber nicht. Probieren wir einen anderen. Aha, rührt sich schon was ins Haus. Ja. Und offen ist er. Jesus, Was hast du denn? Was ist denn los? da ist eine Leiche drin. Was? Ja, geh, du redest ja einen Schmarrn daher. Komm, geh weiter, geh weg, lass mich schauen. Ja, ganz gewiss. Okay. Tatsächlich. Was? So ein Schmarrn. Geh weg, geh weg. Ach so, was du. Jetzt hört's einmal auf. Jetzt geh, das ist doch kein Leich nicht. Die schnauft doch noch. Was? Komm, Werner, hilf mir. Tragen wir's auf aufs Sofa. Geht's? Hast du's? Ah, jetzt. Ja, gut. Da geh ich. Zwei umeinander. Hast du den Schlüssel? Also, das muss eine vom Land sein, Mama. Ja, wer so vom Land? Ja, weil die so nach Kurstall rührt. Schnaufen tut's auch nicht, gell? Ich glaube, da müssen wir einen Doktor holen. Ja, um Gottes Willen, ja, keinen Doktor. Warum? Hast du die Blamage, könnte man es gar nicht leisten. Mama, Hä? wir haben doch einen Salmiergeist. Ja, Hol mir den bitte ja, du, mal. ich bringe ihn gleich. Sowas, Herr. Da hat doch dieser elende Tropf die arme Haut vergiftet und einfach in den Schrank eingesperrt. Also genau wie im Krimi, gell? Du schau her, Rosa. Ja? Das reicht schon, gell? Ja, jetzt schon her, du. Teres, ich sag dir nur eines. Ich bitte dich, erzähl niemand etwas von der ganzen Geschichte. Du kennst mich doch. Eben! Kann schweigen wie ein Grab. Oh. So, jetzt werden wir mal ganz tief einatmen. Auwe, die ersten Lebenszeichen gibt's schon von sich. Ja. Nochmal tief einschnaufen. Da stinkt's. Reden kannst noch. Na, ist nicht hin. Tu doch die Flaschen weg. Ja, aber wo bin ich denn? Bei uns? Erkennen Sie mich? Nein, ja, ich habe Sie schon irgendwo gesehen, aber wo? Ich bin die, bei der die Sicherung durchbrennt ist. Sie haben mir eine gegeben. Ja, richtig, Sie waren ja vorhin da, ja. Mein Vorhin ist gut, gell? Jetzt hören Sie mal zu. Kennen Sie einen gewissen Bachwieser Quirin? Ja, natürlich. Wo ist denn der? Jetzt wollen Sie mir nicht gleich wieder in Ohnmacht. Ich bin seine Frau. Was sind Sie? Seine Frau. Seine Frau? Ja, wenn Sie nichts dagegen haben.
seit 25 Jahren verheiratet. Also, das ist ja wirklich unerhört. Was? Dass ich mit ihm verheiratet bin? Na, natürlich nicht. Zu mir hat er gesagt, er ist ein Witwer. Ein Witwer! Wirklich? Aha. Nein, da wäre schon eher ich eine Witwe. Also, so ein Bazigleich. Oh. Was? Mein Gott, das tut weh. Und erst mein Kreuz. Oh, das zieht. Ja, das sind die sogenannten Kreuzzüge. Wissen Sie was? Ging es mit mir mit ins Bad auf und dann machen wir keine Umschläge, gell? Ja, das ist aber nicht... Rosli, hilft euch dabei. So, und ich ramm sofort mein Schlafzimmer um. Du kannst mir gleich helfen. Jawohl, den werden wir ausquartieren. Ja, da werden wir dann helfen. Fußball, komm rein. In einer halben Stunde müsst ihr es geschafft haben, gell? Das schafft man leicht. Ja. Freilich. Mein Auto steht gleich hinter dem Haus. Ja, dann können wir es gleich aufladen, dann fahren wir es gleich weg, gell? Ja, scheiße. Ui, da steht der Schlüssel. Da steht der Schlüssel. Ja, schau mal nach. Da ist jetzt die Carla drin. Ist. Ja, die geht auf, Carla. Ja, die Carla, die ist ja gar nicht da. Ja, wo ist denn die Carla? Wo ist denn die Carla hingekommen? Ja, Die Carla. Suchst du mich? Ach, da bist du ja, Carla. In den Schrank hast du mich eingesperrt die ganze Nacht. Weißt mich vor deiner Frau verstecken hast wollen, du. Du Heuchler, du. Ja, Du Bigamistling, du. Ja, du Weiberheld. Jetzt ist das ganze Volkstribunal beieinander. Ja. So, ich gehe jetzt heim und erzähl alles meinem Alten. Ja, ich gehe auch heim. na, du kannst mich allein lassen, bitte, bleib da. Freund, ich kann da nicht mehr helfen. Bei dir ist Hopf und Malz verloren. Du stehst zwischen zwei Feuer, da kann ich nicht mehr löschen. Friede deiner Asche. Lena, bitte sei mir halt nicht böse, aber schau, die Carla, die hat mir halt so gut gefallen. So, und ich vielleicht nimmer. Jo, du bist mein Erzengel, Und was bin dann ich? mein Sündenfall. Nein, mein Lieber. Ja? Das hast du alles nur geträumt. Nix Sündenfall. Was heißt, kein Sündenfall? Ja, und auf der Galaxie, auf dem Schiff war da nichts. Nein, Kein Sündenfall? kein Sündenfall. Da siehst du es wieder, Lena. Ja, was du hast. Ich bin ja nicht ein einziges Mal untreu gewesen. Die blöder Hund, die blöde. Also, auf dem Schiff war nix. Na, gar nichts. Und was hast du dann jetzt vorgehabt, während ich nicht da war? Oh, bitte, Lena, frag mich nicht mehr. In der Nacht, wo du heimgekommen bist, das war für mich das größte Fegfeuer. Meine Seele ist rein und makellos. Ja. Und dass du es weißt, Was? von jetzt ab fahrst du mir nie mehr allein in den Urlaub. Ja, Jetzt fahr ich immer mit. na, das haben wir schon immer gewünscht. Die Riesengaudi am Sonntagnachmittag. Theo Lingen ist wieder da. Als kauziger Lehrer Taft hatte er es mit den Lümmeln von der ersten Bank zu tun. Und die machen ihm das Leben ganz schön schwer. Kein Wunder, Hansi Kraus